Mein Name ist Charles Meder. Ich lese euch heute einen kurzen Extrait aus meiner Novelle Anarmee, die gerade bei Opteloi erschienen ist, und zwar aus dem 8. Kapitel. Den Rest des Tages verbrachte ich dann alleine. Auf Lydias Anraten hin fuhr ich mit ihrem Wagen nach Ucluelet in den Pacific Rim National Park. Für ihn hatte ich vorher am Haus seines Vaters abgesetzt. Er hatte unbedingt noch an demselben Morgen seine Notizen ins Reine schreiben wollen und gedachte später auch noch einige Unterlagen durchzusehen. Also hatte ich mich alleine aufgemacht. Ucluelet ist ein kleines Fischerdorf, knapp 40 Kilometer von Tofino entfernt. Der Name des Ortes bedeutet übersetzt die Leute aus dem sicheren Hafen, wie auf dem Schild am Ortseingang zu lesen stand. Sicherheit ist wichtig, dachte ich. Und man kann sich glücklich schätzen, wenn man einen solchen Hafen besitzt. Da gab ich Lydia recht, die mich hier hingeschickt hatte. Welche Erleichterung musste das jeweils für die Fischer dieses Ortes gewesen sein, wenn sie mit ihren kleinen Booten bei stürmischem Seegang wieder in dem von hohen Hügelklippen gesicherten Heimathafen einliefen und zu ihren Familien zurückkehrten. Ich fuhr durch den Ort hindurch und stellte den Wagen auf einem Parkplatz ganz in der Nähe eines Wanderweges ab. Lydia hatte mir den Wild Pacific Trail empfohlen, einen gut 12 Kilometer langen Wanderpfad, der mitten durch den dichten Regenwald führt, der sich dann immer wieder an der Küste entlang schlängelte und dabei spektakuläre Aussichten auf den Pazifik bietet. Lydias Organisation hatte diesen Wanderweg schon vor Jahren geplant und nach zähem Ringen dann auch endlich bei den Behörden durchgesetzt, wie sie mir erklärt hatte. Alles war schön angelegt, breite Wege, großzügige Aussichtsplattformen und zahlreiche Bänke zum Ausruhen. Nach einer Weile war es mir dann allerdings zu langweilig auf dem Trail geworden. Ich hatte ihn kurzerhand verlassen und mich mitten in die ursprüngliche Wildnis hineinbegeben. Und ich sollte es nicht bereuen, denn das, was ich nun zu sehen und zu hören bekam, war einfach nur einmalig, anders kann ich es nicht beschreiben. Die hohen, zum Teil 1000 Jahre alten Zedern, in deren Schatten die indianische Vergangenheit greifbar nah zu sein schien. Und dann die vielen unterschiedlichen Gräser und Pflanzenarten, die bunt gemischten Vogelstimmen, das Gezirpe und Gekrabbel der Insekten. Es war wie in einem Märchenwald. So langsam begann ich zu verstehen, was den Trapper in diese Gegend gezogen hatte. Und ich verstand auch Lydia, ihr fast schon fanatisches Engagement für den Erhalt dieses Biotops. Ihre Angst vor einer globalisierten und uniformisierten Welt. Die sehr wahrscheinliche Reduktion auf 10 Pflanzenarten und 3 verschiedene Lebewesen, Mensch, Ratte und Krähe, wie sie prophezeit hatte. Aber waren diese Befürchtungen nicht auch zum Motor ihres Lebens geworden? Erneut verspürte ich diesen Neid auf Lydia, einen Neid auf ihre Verbundenheit mit dieser Gegend, mit den Menschen hier und vor allem mit ihrer Aufgabe, der sie mit so viel Energie nachging, dass ich mir dabei einfach nur klein und bedeutungslos vorkam. Wer war ich schon und was hatte ich aufzuweisen? Es wurde wirklich Zeit, dass ich endlich meinen Platz in diesem Leben fand. So viel war klar. Als ich schließlich auf eine kleine Bucht stieß, setzte ich mich an den Strand und ließ den Blick hinaus über den Clayucot Sound schweifen, der silbrig in der Nachmittagssonne schimmerte. Es war relativ windstill an diesem Nachmittag und die Wellen schwappten nur noch ganz träge an Land. Ich musste sofort an Schätzings Roman Der Schwarm denken, den ich kurz nach meinem Abitur in nur wenigen Tagen regelrecht verschlungen hatte. Von einem Ort wie diesem musste der indianische Walforscher Leon Anawak sehnsüchtig in den kupferfarbenen Himmel des Pazifik geblickt haben, auf die Rückkehr der Wale hoffend, die kurzzeitig auf so mysteriöse Art und Weise verschwunden waren. Ich sah ihn vor mir, wie er später, dann mitten auf diesem Ozean erbittert, gegen eben diese Wale gekämpft hatte, die nach ihrer Rückkehr verrückt geworden zu sein schienen und Touristenboote angriffen. Und ich dachte schmunzelnd daran, welches Entsetzen die vielen Meeresungeheuer damals bei mir ausgelöst hatten, als sie zum Schluss diesen so friedlichen Ort in ein wahrhaftes, infernalisches Armageddon verwandelt hatten. Ein wirklich packender Roman, obwohl der Schluss mir dann doch ein bisschen zu abgefahren gewesen war. Ich hatte mich rücklings in den weißen Sand gelegt, genoss die letzten wärmenden Sonnenstrahlen und lauschte dem verhaltenen Spiel der Wellen. So hatte ich mir diesen Urlaub eigentlich vorgestellt. Endlich zur Ruhe kommen, die Seele baumeln lassen und vergessen. Alles abstreifen, die ganzen negativen Gedanken der letzten Wochen und Monate über den Ozean dahinjagen. Bluff, und weg waren sie.
Ich weiß noch, wie froh ich darüber gewesen war, dass es mir endlich gelungen war, mich zumindest für einen kurzen Augenblick zu entspannen, wie gut es getan hatte. Aber es war nur ein ganz kurzer Augenblick gewesen. Mehr schien mir auch an diesem Tag nicht vergönnt zu sein. Denn urplötzlich war die Stille durch ein lautes Stimmengewirr durchbrochen worden. Heute vor einem Jahr. Nichts ist mehr, wie es war. Es sind nicht meine Gedanken, die da niedergeschrieben werden. Offenbar brauchen Menschen immer irgendein symbolisches Datum, um Dinge zu beginnen oder zu beenden. Ich möchte mich eines Tages gerne der Gültigkeit meiner Erinnerungen versichern. Am Ende steht ganz einfach die Frage nach dem Sinn. Satzfragmente aus Schätzings Roman, die sich vielstimmig wie ein lautes Dollargrollen über mir entladen hatten. Ich sah mich verwundert um. Da war niemand. Aber die Stimmen hörten nicht auf. Im Gegenteil, sie wurden von Mal zu Mal lauter und eindringlicher. Immer wieder dieselben Sätze, die wie eisige Hagelkörner auf mich herabprasselten. Ich wollte laut schreien und hielt mir mit beiden Händen die Ohren zu. Aber vergeblich, die Stimmen gingen nicht weg. Mit einem jähen Satz schnellte ich hoch und rannte Hals über Kopf durch die Felssprünge hindurch zurück in den Regenwald. Mehrmals blieb ich dabei an den wild wuchernden Sträuchern hängen oder stürzte über die Wurzeln eines vom Sturm umgeblasenen Riesenbaumes. Immer wieder raffte ich mich auf und lief weiter, immer tiefer und immer weiter in den dichten Wald hinein. Als die Stimmen endlich verklungen waren, setzte ich mich kurz hin. Es hatte bereits zu dunkeln begonnen und mir wurde schlagartig bewusst, dass ich mich komplett verrannt hatte. Rasch stand ich wieder auf, aber wo ich auch hinlief, nirgends traf ich auf den Trail. Kein Pfad, keine Absperrung, nirgends ein Hinweisschild. Ich konnte nicht einmal mehr sagen, wie lange ich schon umhergeirrt war, denn mit der Orientierung hatte ich auch jedes Gefühl für die Zeit verloren. Und als ich dann nicht mehr weiter konnte, ließ ich mich erschöpft zu Boden sinken und lehnte mich mit dem Rücken an einen der umgestürzten Riesenbäume, die dort vor sich hin moderten. Ich bettete meinen Kopf in die verschränkten Arme und versuchte mich zu sammeln, als ich erneut hochschreckte. Was war das? Nun waren auch noch die Riesenbäume um mich herum mit einem Mal zum Leben erwacht. Sie hatten bizarre Masken aufgesetzt und tanzten unter lautem Getrommel und Geflöte wild um mich herum. Mit weit aufgerissenen Augen sprang ich entsetzt auf und rannte dann laut kreischend einen steilen Abhang hinunter. Ich fiel abermals hin und rappelte mich wieder auf. Panisch tastete ich mich an dem dunklen Hang entlang. In meinem Rücken immer noch diese Geräusche, die jedoch allmählich weniger wurden und dann ganz verklangen. Ich setzte mich erneut hin und umfasste meinen schmerzenden Knöchel, den ich mir bei einem der Stürze aufgeschlagen hatte. Was war das jetzt gewesen? War ich jetzt komplett durchgedreht? Die Riesenbäume und die wilden Tiere, die in der Dunkelheit zu Gespenstern geworden waren, bekümmerten mich nicht. Es waren diese Stimmen in meinem Innern und die Bilder in meinem Kopf, die ich einfach nicht mehr los wurde. So wie ich zu dem Wagen zurückgefunden hatte, verriegelte ich sämtliche Türen von innen, startete hastig den Motor und drückte das Gaspedal bis zum Anschlag durch. Du glaubst doch nicht etwa, du könntest so die Geister, die dich bedrängen, an diesem Ort zurücklassen, rief Jule mir spöttisch zu. Ich ließ sie sticheln und war heilfroh, als ich kurz nach Mitternacht endlich an dem Strandhaus des Travelers ankam.